Servus, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Geschichteln von der Straße. Bei der ersten Geschichte ging es um meinen größten Auftritt. Diesmal geht es um einige ziemlich große Auftritte und wie es dazu gekommen ist. Und zwar 2007 eigentlich schon, bin ich zu meiner Plattenfirma, bei der ich immer noch bin, Südpol Records in Minga, bin ich zu denen gekommen. Da gibt es auch noch eine Geschichte dazu, die erzähle ich euch anders mal. Ich war auf jeden Fall da und habe gerade angefangen so an der ersten Platten, an der ersten CD zum Arbeiten, an der This Ocean Live, und habe einen Anruf gekriegt eines Tages, wo der Patrick, mein Booker, damaliger Booker und Plattenchef auch von Südpol, gesagt hat, du pass auf, wir sollten uns jetzt da nochmal Gedanken drüber machen, wegen Auftritte und so weiter. Ne? Also wenn deine Platten dann raus ist und so weiter, dann Auftritte spielen, möchtest du da eine Band dabei? Und wir haben uns einfach unterhalten, wie man das so machen kann und so weiter. Ideen ausgetauscht und er hat gemeint, ja, was war so deine Vorstellung davon, Auftritte zum Spielen? Ich gesagt, ja, ich spiele alles, ich möchte einfach live spielen, ich möchte spielen und schauen, dass ich mehrere Leute erreichen kann und so weiter mit meinen Songs, und das ist mir wichtig. Und er hat gesagt, ja, alles klar, ich fange jetzt halt einmal das Buchen an und dann schauen wir mal, was wir zusammenbringen. Ne? Ja, und wieder ein paar Tage oder vielleicht 1-2 Wochen höchstens später ruft er mich wieder an und sagt, du, was tust denn du vom Blablabla bis zum Blablabla? So 2 Wochen waren das, glaube ich. Ich sag, nichts Besonderes. Damals habe ich noch oft im Irish Harp gespielt, in Regensburg und so. Da habe ich einen Auftritt im Harp und so weiter. Aber warum? Was ist denn? Ja, du gehst nämlich auf Tour. Was? Wie, ich gehe auf Tour? Ja, du gehst jetzt halt auf Tour, und zwar mit der Katie Melua. Wer Katie Melua nicht kennt, ist eine englische Singer-Songwriterin, hat vor schon ein paar Jahren vorher, ich glaube 3 Jahre vor der Zeit, wo ich dann auf Tour gegangen bin mit ihr, großen Hit gehabt, 9 Million Bicycles, und sehr, sehr, sehr bekannte, so ein bisschen so schmusige Musik macht die, irgendwie so. Tolle Stimme, großartige Stimme, so ein kleines Mädel. Super, großartig. Und ich habe gesagt, wie ist denn jetzt das? Ne? Wie geht denn das zusammen? Ja, es ist so gewesen, dass die hätte eigentlich eine Freundin von sich, ich weiß leider den Namen nicht mehr, aber eine Freundin von sich hätte eigentlich Vorprogramm von ihr spielen sollen auf dieser Deutschland-Tournee. Aber die ist gerade in Australien und ihr Visum ist nicht angenommen worden. Oder die haben ihr nicht erlaubt, praktisch auszureisen zu diesem Zeitpunkt. Und das hätte ich aber machen müssen. Ne? Die hätte, sonst, bis das wieder beantragt ist oder sowas, das dauert einfach lang. Und dann schafft die das nicht mehr bis zu diesen Auftritten. Und jetzt haben sie jemanden gebraucht, und weil diese Deutschland-Tour organisiert war, gebucht war von der Booking-Agentur, bei der ich auch war, Südpol, haben die halt gesagt, okay, wen haben wir? Wen kann man da hinschicken? Es darf kein zu großer Aufwand sein, also Bands und sowas fallen schon mal flach, weil das ist nicht im Budget, das geht nicht. Wir brauchen irgendeinen Typen, der da auf die Bühne steigen kann. Der keiner. Und das war's dann. Das heißt, ich bin, glaube ich, 2 Wochen oder eine Woche nach diesem Anruf, dass ich da auf Tour gehe mit Katie Melua, bin ich schon im Auto gesessen. Wir haben so eine kleine Reisegruppe gehabt, weil natürlich Katie und ihre Band und die ganze Crew, die sind natürlich mit Nightliner, also mit diesen großen Schlafbusse da, die man halt so kennt, ne, aus die Rockstar-Filme, sind die umeinander gefahren. Als Vorband hast du natürlich diesen Luxus nicht. Wir wissen ja schon von der letzten Geschichte, Vorbands kriegen keine Gage. Ne? Geht einfach nur darum, dass du deine Legend halt vor die Leute hinhalten kannst und im besten Fall eine gute Performance raushaust,
sodass die dann sagen, interessant. Auf jeden Fall waren wir in so einem SUV drin, in so einem gemieteten, und da war der Patrick Oginski von Südpol, dann eine Assistentin von ihm, die Lisa, meine war das, ich glaube schon. Und der Jorge, ich weiß leider nicht mehr, wie sein Nachname war, aber der Jorge war von der Plattenfirma von der Katie, war der. Und der ist praktisch bei uns mitgefahren, weil der hat so gemeint, da im Bus gibt es keinen gescheiten Platz mehr, ich muss jetzt sowieso irgendwie mit dem Auto allebei hinterherfahren, fahre ich mit euch mit. Das heißt, wir sind allebei, ne? Wir sind allebei praktisch der Karawane hinterhergefahren, ne? Die Riesenbusse von der Produktion von der Katie Mellor. Und es gab natürlich auch vorher jetzt nicht wirklich, oder nicht, überhaupt nicht, irgendwelche, hey, jetzt lernt man sich einmal kennen oder irgend sowas. Passiert meistens nicht bei solchen Sachen. Bei den Fiddlers und so weiter ist das passiert, und da bin ich ja sehr happy drüber, weil das macht natürlich einiges einfacher, aber bei der Katie war es nicht so, dass man sich jetzt erstmal irgendwie sagt, sondern ich habe sie nicht gesehen. Wir sind direkt auf Leipzig. Leipzig war der erste Auftritt. Leipzig in so einer Riesenhalle, 4000 Leute waren da. Jetzt gab es noch eine kleine spezielle Problematik bei der ganzen Sache, und zwar das, dass die haben alle mit In-Ear gespielt. In-Ear ist, wenn alle auf der Bühne so Stöpseln in die Ohren haben, wo die praktisch die Musik, die sie spielen, die Instrumente, die sie spielen, das hören die alles auf dem Ohr. Ja. Früher hat man überall so diese großen Monitorboxen überall stehen gehabt, und die haben die auf der Bühne angeblasen und haben praktisch, damit du Schlagzeug gescheit hörst und einen Bass gescheit hörst und so weiter. Inzwischen macht man das sehr oft, vor allem bei großen Produktionen, aber auch bei kleinen immer mehr. Steckt man sich so Stöpsel in den Ohr, so Kopfhörer. Ich habe auch hier irgendwo welche, aber die weiß jetzt nicht, wo die gerade rumliegen, zeige ich euch ein anderes Mal. Auf jeden Fall, und die tut man dann da rein, und dann bist du mit so einem Kabel an so einem Funk verbunden und kriegst praktisch die Musik da drauf gefunkt. Das heißt, du hörst auf der Bühne, wenn du die Teile raustust, hörst du nichts. Kaum. Du hörst bloß das, was vorn rausgeht, praktisch ganz entfernt. Ich habe mit sowas noch nie was zum Tor gehabt zu diesem Zeitpunkt. Das war, wie gesagt, 2008. Und musste mir aber dann so Kopfhörer kaufen. Und habe halt versucht, das ein bisschen vorher zu machen, und damit das einigermaßen so funktioniert. Und wir sind auf Leipzig gekommen. Ich habe einen Soundcheck gemacht mit dem Simon. Der Simon, der war Mischer, und der hat mich gemischt praktisch. Weil natürlich die Produktion von der Katie, das waren andere, die da gemischt haben. Mich hat der Simon gemischt, Simon Glaser, großartiger Soundtechniker, großartiger Typ überhaupt auch. Der ist aber immer irgendwie selber gefahren oder sowas, weil der hat zwischendurch auch noch eine andere Tour gehabt, die er betreut hat. Es war ein wildes Hin und Her. Auf jeden Fall haben wir Soundcheck gemacht in dieser Riesenhalle, wo 4000 Leute später drin sitzen werden. Einfach, kannst du deine Gitarre hören? Ja. Kannst du deine Stimme hören? Ja, okay. Soll die Stimme lauter, soll die Gitarre lauter, hin und her? Soundcheck halt. Passt, irgendwann haben wir es gehabt. Und dann sind wir wieder da in diesem Backstage-Bereich, da waren ganz viele so Zimmer und Räume drin, und ich habe halt so ein kleines Räumchen gehabt, ne? Da ist auch vorne drauf so ein Zettel gestanden, war ich ganz stolz drauf, Matthias Kellner, Artist, ist drauf gestanden. Artist! Und ich habe mich sehr gefreut natürlich drauf, ne? Weil ich habe gewusst, ich werde jetzt die nächsten 2 Wochen fast jeden Abend vor 4.000, 5.000 Leuten stehen und meine Songs spielen können. Und wenn da nur ein kleiner Prozentteil von den Leuten sagt, wow, das ist aber geil, und kaufen vielleicht sogar eine CD oder kommen wieder einmal auf ein Konzert, der Wahnsinn, sau cool, was für eine Werbung. Ich habe zu dieser Zeit nur so Demo-CDs gehabt, weil die erste richtige CD habe ich ja noch gar nicht aufgenommen gehabt. Das heißt, ich habe so Demo-CDs, wir haben einen ganzen Kofferraum voller Demo-CDs dabei gehabt, dass wir jedem eine draufschmeißen können, ne? Wenn er nicht schnell nur davon gerannt ist. Auf jeden Fall, der Abend kommt, der Croxy hat er geheißen, das war der Bühnenmanager von der Katie, sagt, okay, Matt, it's your time. You gotta go up on stage. Okay. Nochmal kurz abgeklatscht. Bla. Okay. Gut, passt. Und rauf auf die Bühne. Die Leute haben so ganz verhalten so, weil ich bin halt so mit der
kurzen Hosen, ne, und wie ich halt ausgeschaut habe, weil wie ich alle noch ausschaue, wie aus einem Mustopf. Bin halt da aufgewandert mit der Gitarre und die meisten Leute haben gemeint, hey, da kommt der Roadie und stimmt nochmal schnell die Gitarre oder sowas. Ne? Und dabei ist der Roadie vorne ans Mikro gegangen und fängt zu singen an. Ich fange also singen und das Gitarrespielen an und merke sofort, wie ich den ersten Akkord spiele, ich höre meine Gitarre nicht. Ich höre nichts. Und diese Teile sind ziemlich dicht. Das heißt, ich höre nicht einmal Gitarre so, also einfach akustisch praktisch von da herunten. Ich höre gar nichts. Ich höre bloß meine Stimme übers Mikro super laut und keine Gitarre. Und ich habe aber gehört, dass draußen die Leute hören meine Gitarre. Also habe ich mir gedacht, ich kann jetzt nicht einfach aufhören irgendwie und ich spiele jetzt einfach weiter. Ne? Es wird schon funktionieren. Es ist zwar schwierig zum Spielen, ohne dass es hörst, ne? Und auch auf die Gitarre zum Singen, ohne dass es hörst, aber ein bisschen was habe ich gehört durch die Boxen vorne raus, die waren ja sau laut und haben 4000 Leute beschallt. Und hab halt meinen Song gespielt, Carry On damals. Und spiel halt den so und du siehst nichts. Ne? In so einer Halle drin, wenn die Lichter auf die sind, du siehst nichts, überhaupt nichts. Du siehst gerade einmal die erste Reihe von Leuten, siehst sitzen und die auch schon sehr dunkel und dahinter, du siehst nichts. Du siehst ganz hinten in dieser Riesenhalle, siehst du wieder so ein kleines, grünes Lichtel, so das Feuer-Notausgang-Lichtel brennt. Und dadurch siehst du, oh, das ist weit weg. Und du weißt, zwischen dem Lichtel und mir sitzen 4000 Leute. Schon. Irre. Komplett irre. Dass man an sowas überhaupt, ne? Auf jeden Fall, ich spiele so und fühle mich super scheiße. Fuck, ich höre meine Gitarre nicht. Das ist jetzt mein, und hoffentlich klingt das nach draußen. Was ist mit meiner Gitarre nicht? Dir gingen 1000 Sachen durch den Kopf. Bloß nicht das, was du eigentlich machen sollst, nämlich auf der Bühne performen, ne? Deinen Song spielen und deine Songs spielen. Ich spiele also so und bin ungefähr durch die Hälfte von diesem Song durch. Nicht einmal, ein Drittel. Auf einmal kommt aus der Schwärzen raus, kommt der Patrick von der Plattenfirma, grennt aus der Schwärzen, so in den Mittelgang, kommt grennt, bleibt stehen, als er sieht, dass ich am Säge und anschaue und immer noch weiter spielen und macht er so. Und ich hab so einen Akkord so hingelegt, so, und schau auf meine Gitarre hinten drauf und sehe halt, mein Kabel ist nicht gescheit eingesteckt. Mein Gitarrenkabel steckt nicht gescheit in der Gitarre drin. Also mal so, und dann so, ja scheiße, was mach ich? Und dann hab ich halt einfach hab da hingelangt und hab dieses Kabel eingesteckt. Jetzt wenn du ein auftragtes Kabel, das über eine Anlage geht, das auf 4000 Leute oben schallt, wenn du die so steckst, dann klingt das ungefähr so. Mit Hall drauf und allem drum und dran, alles was dazugehört. Und zuerst hast du gehört, wie 4000 Leute und dann okay, nichts Schlimmes passiert. Und ich hab so, nur so kurz so, tja, da war wohl das Kabel nicht gescheit eingesteckt. Und alle, ja, was bist denn du für ein Depp? Okay, ich hab meine halbe Stunde gespielt, oder was ich da gespielt hab, halbe Stunde, glaube ich. Ist ziemlich gut angekommen, ist wahnsinnig gut angekommen. Ich hab an diesem Abend, glaube ich, 190 von meinen Demos verkauft. 190 Demos. Ich war so wie, oh mein Gott, Rock'n'Roll. Am nächsten Tag, ich weiß nicht mehr genau, wo wir gespielt haben. Ich glaube, es war Hamburg oder sowas, oder Berlin vielleicht. Auf jeden Fall, ich habe bis zu diesem Zeitpunkt immer Katie noch nicht getroffen. Und an dem zweiten Tag war halt so eine Catering-Zeit, was unser Essen gegeben hat für die ganze Crew und so weiter. Und irgendwann ist Katie reingekommen. Und ist sofort auf mich zugekommen irgendwie so, ne? Der große, dicke, haarige Mann ist auf mich zugekommen und hat mir die Hand gegeben und hat gesagt, hi, I'm Katie. Und ich so, hi, I'm Matthias. Und sie hat gesagt, I liked your songs yesterday. Und ich war so, oh yeah, thank you very much. I like your songs also very much. Thank you. Thank you, thank you. Und dann hat sie gesagt, I heard you had a little problem last night. Und ich bin sofort rot angelaufen natürlich. Und so, ja.
I didn't plug my guitar in, properly. Und war schon so wie sie so, war schon so darauf eingestellt, einfach, dass sie so sagt, hey, willst du jetzt bei mir hier im Vorprogramm spielen oder nicht? Was ist das für unprofessionelle Scheiße? Was ich voll verstanden hätte. Aber sie hat gesagt, oh, don't worry, they love that. Das Publikum praktisch, die lieben solche Sachen. Und von daher war alles gut und wir haben uns sehr gut verstanden und es war eine wunderschöne Tour. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es ist ziemlich verschwommen, es ist lang her. Aber ich glaube, es waren irgendwie 8 Auftritte oder sowas auf 2 Wochen. Es war wahnsinnig schön, so eine große Produktion einmal von nahem zu sehen, zum sehen, wie das funktioniert. Die Band von der Katie war der absolute Hammer. Henry Spinetti war am Schlagzeug, der mit Paul McCartney und Sting und allem Möglichen gespielt hat. Wahnsinnig grandioser Schlagzeuger, super Bassist, super Gitarrist. Es war eine wahnsinnig gute Band und wahnsinnig professionelle Typen, wahnsinnig coole Crew, bis auf den Croxy selber, den Manager von ihr da. Das war ein ziemlich so Anschlag. Aber es war eine tolle Tour und ich erinnere mich sehr, sehr gern dran. Und vor allem, es war von nix, ne? von kleiner Depp mit der Akustikgitarre, der umeinander rennt und fährt, hin zu diesem Wahnsinnstour und zu dieser Wahnsinnsauftrittssache und so weiter. Sowas kannst du nicht ausdenken. Na, was ist mit dir? Sowas kannst du nicht ausdenken. Und das war der absolute Wahnsinn und es hat absolut mir gezeigt, dass das Richtige ist, dass das ist, was ich machen will. Nicht, weil ich gesehen habe, wie groß das alles ist und dass ich das auch irgendwann einmal haben möchte, sondern einfach, wie geil das war, in der Weltgeschichte umeinander zu fahren und Musik zu machen und jeden Tag in einer anderen Stadt zu sein und von neuem versuchen, die Leute zu erreichen. Ja. Und ich habe jeden Tag Leute erreicht und das sind teilweise Leute, die heute noch auf Konzerte kommen von mir. Und die gesagt haben, ja, ich habe die in Coburg gesehen und in Fulda und wo auch immer wir da waren. Und ja, das war die größte Tour, die ich jemals gespielt habe mit den meisten Leuten. Nicht die längste Tour, aber genau, da habe ich in ganz Deutschland umeinander gefahren und habe meine Lieder gespielt. War sau cool. Und trotz anfänglicher Schwierigkeiten ist hinterher ist richtig, richtig gemütlich geworden. Ja, das war meine Geschichte heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Drückt doch bitte auf Like und abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat und auf die Bimmel draufdrucken, damit ihr auch mitkriegt, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Und ansonsten, wer mich unterstützen mag, in der Beschreibung unten gibt es oder oben, je nachdem, wo sie anschaut, gibt es verschiedene Links, in denen man mehr dazu findet. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.